Uigurische Beamte in Ostturkestan arbeiten in den von China betriebenen Straflagern und werden dabei von diesen observiert. Nach neuesten Erkenntnissen bekommen uigurische Polizeibeamte keine Dienstwaffen und dürfen weder Haus noch Lager verlassen. Obwohl China Millionen muslimische Uiguren, Kasachen und andere Turkvölker in Sammellager sperrt, ihre Kinder zwangsassimiliert, kam Unterstützung für China von der Süleyman-Bewegung. Die Süleyman-Bewegung, die ihrem Eigenverständnis zufolge dem Islam dient, gaben mitten in Istanbul eine Konferenz über Mittelasien. Eine chinesische Fahne wurde in einem türkisch-muslimischen Zelt dem Ehrenplatz zugewiesen und dient somit einer chinesischen Psy-Op. Mehrere Fahrzeuge explodierten in der Nähe der Metro von Shanghai. Noch ist unklar, wie viele Menschen bei diesem unaufgeklärten Ereignis umkamen oder verletzt wurden. Die chinesische Regierung, welche versucht, dieses Ereignis zu vertuschen, gab noch keine Pressemitteilung frei. Der Präsident Kasachstans, Nazarbayev, will bezüglich des Khashoggi-Falls zwischen der Türkei und Saudi-Arabien, deren Verhältnis aufgrund der Geschehnisse gestört ist, vermitteln. Dazu lud Nazarbayev die saudischen Führer ein. Die Reuters-Agentur betonte, dass Nazarbayevs enge Beziehungen zu dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan ihn in die Lage versetzte, zwischen der Türkei und Saudi-Arabien zu vermitteln. Im Westen Afghanistans, in Farah, stürzte ein mit hochrangigen Politikern und Militärs besetzter Helikopter wegen schlechter Wetterbedingungen ab. Laut der afghanischen Armee überlebte keiner der 25 Passagiere.